La 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 la. La 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 la. Und das ist das Hallo von uns drei zu Weihnachten. Herzlich willkommen zur neuen Weihnachtsfolge, beziehungsweise ersten Weihnachtsfolge von Viva la Movilusion. Servus. 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 Oh Gott. Sehr schön war das. Wow, und ich bin wie immer froh, dass wir podcasten und keine Videos machen, weil ich so viel Scham, dass ich wahrscheinlich clear werde. Weißt schon. Du schamst Aber dich oder ist du ja- hast so viel Scham? Schamhaar vielleicht, aber Scham sicher nicht. Fangen wir mal normal an, oder? Bevor wir jetzt weiter über meinen Teambereich reden. Mir hätte man gemeint, dass wir mal probieren, ein paar weihnachtliche Empfehlungen für euch abzugeben. Was macht der coolste Podcast auf der Welt, um in Weihnachtsstimmung zu kommen? Und da das schon in, wie viel Tag? Was haben wir heute? Am 16. Also in 8 Tagen ist, können wir Nummer 2 reinpacken, aber für die letzten 4 Tage wird's gelangen, dass wir euch noch was herrichten. Mike, du hast vorher gesagt, du hast so viel Zeug aufgeschrieben, weil du so ein Weihnachtsmann bist, dass das gar nicht alles in die Folge unterbringst. Verzeih einfach mal, wie bringst denn du ein bisschen in Stimmung, also Weihnachtsstimmung? Also, bei mir gibt's auf alle Fälle die heilige Dreifaltigkeit der Weihnachtssnacks, und zwar den Kinder-Weihnachtsmann, also mit der geilen Kinderschokolade, die wo eigentlich um die Kinderüberraschungseier drumherum ist, in riesig natürlich, dementsprechend schaue ich ja mittlerweile aus. Sind wir wieder Dann bei dem gibt's- Thema, dass du dir für den Chipstüten einschaust, auch, oder? Ja, aber diesmal habe ich eher dann noch in Plätzltüten eingeschaut, und zwar Vanillekipferl Vollgas. Das ist die Nummer 2 der Dreifaltigkeit, und Nummer 3 ist der super geile Kirschglühwein vom Edeka. Und die 3 Sachen hauen wir die ganze Zeit rein. Ja, Aber sind wirklich die besten Weihnachtsmänner, Schoko-Weihnachtsmänner, die von Kindern? ja. Die von Ja. Milka und von Lindt, die können doch aber auch gut mithalten. Nein, Ja, die aber Kindern scheißen geht die zwei offen. gegen den auf alle Fälle. Also Kinder hat absolut die Nase vorn. Absolut. Ordentlich. 2 gegen Ja. 1, Korbi. Halt den Schnauzer. Also, nein, ich hab nämlich alle 3 erst vor kurzem probiert. Der Lindt ist einfach Wahnsinn, was die halt schokoladentechnisch machen. Bei Kinder ist ein riesiges Warnzeichen drauf. Achtung, Spielzeug innen drin. Ja, aber nicht beim Weihnachtsmann, oder? Aber nicht beim Nikolaus. Doch, bei dem, den ich hab schon. Was das hast ist nämlich du da so- wieder für ein Tschechen drum? Du bist so ein Poser. Der ist halb so groß und in dem Bauch von dem ist so ein Kinderschokoladen-Spielzeug. Ich glaube ja, dass in Okay. deinem Bauch Kinder sind. Der Kinder ist eine Ja, Korbi. also man muss aber dazu sagen, der Lindt kostet aber auch dann das Dreifache, meine ich fast, vor dem Kinder-Weihnachtsmann. Also ja, ein wenig aufs Ja. Geld muss ich auch schauen, was das was ist. Also ich habe jetzt ganz objektiv gemeint, wenn wir den geschenkt kriegen. Also wenn jetzt gerade Kinder, Lindt oder Milka zuhört, zufällig, und die sagen, hey, die sollen eher sagen, dass unserer der Beste ist. Also ich bin auf jeden Fall bestechlich. Ja. Ja, und ich nimm dann das von vorher zurück, dass die zwei Affen scheißen gesehen. Aber nur dann. Nur dann, das ist Tatsache wahr. Was Vanillekipferl sind deine Lieblingsweihnachtsplätze, oder was? Vollgas, schon immer. Also sie sind schon geil, ich war jetzt ein paar Jahre lang weg von dem Scheiß, aber es geht einfach nix über zusammenbückte Plätzchen mit Marmelade drin, und zwar so richtig fett Marmelade. Ah, die haben aber ja gut nach Weihnachten, weil die dann durchgezogen sind und haben dann so leicht lätschert, dann mag ich's. Ja, das stimmt, die müssen voll lang liegen. Ja. Bis du einen leichten Auf alle Pelz Fälle. kriegen, den kannst du jetzt noch oberwischen kannst, und dann sind's richtig geil. Ja, das umspielt den Gaumen. Ja, das ist Wahnsinn, das ist einfach eine Symphonie. Aber vor lauter Seid ihr Fressen. beide richtige Plätzchalesser oder was? Also einen ganzen Tag nur eine Schaufeln? Was meinst du, warum sie in die Fettsäcke sind? Ja. Ich hab euch schon lange nicht mehr gesehen. Ach so, ja, ja, damals war ich noch durchtrainiert, das stimmt. Corby, was frisst denn du für Plätzerl in den Plätzchen? Nur Lebkuchen. Nur Lebkuchen? Aber nicht die Lebkuchen, die man kaufen kann, sondern nur die Lebkuchen von meiner Oma. Meine Frau hat schon versucht, die nachzumachen, ist sie nicht. Hast du dir geil aus der Hand gehauen? An der Stelle einen schönen Gruß an deine Frau. Ja, genau, Ja. Jesse, alles Gute. 3 Bleche backen, kein einzigen habe ich gegessen. Kein einzigen. Unglaublich. Und die hat die Sparen, geheiratet.
Ich hab's schon probiert, aber es ist halt nicht das gleiche wie bei meiner Oma. Wenn ich halt an Weihnachten denke, dann denke ich an die Lebkuchen von meiner Oma. Und die 1000 anderen Platzteile, die es macht, aber die halt einfach nicht ist. Warum frisst eigentlich keiner von uns Spekulatius? Weiß ich nicht. Lass das Wort ist komisch. Das stimmt, das Wort ist komisch, aber die schmecken eigentlich geil. Spekulatius, da ist gar kein Speck drin. Ja, nur die kommen vom Spekulieren nicht raus. Ja, jetzt sind wir bei der schlechtesten bayerischen Wortspielshow angekommen. Aber hallo. Das sollte man vielleicht noch mal kurz betonen, für alle, die bis jetzt noch weitergehört haben und noch weiter hören wollen, bitte 5 Sterne bei Apple, bei den Rezessionen. Das wünschen wir uns zu Weihnachten. Das wünschen wir uns zu Weihnachten. Wenn ihr uns schlechter bewerten wollt, macht das Handy einfach aus oder so. Keine Ahnung. Und dann hoffe ich, dass nächstes Jahr zum Nikolaus einen Lind-Nikolaus kriegt, so einen kleinen von Kindern. Bei die 5 Sterne. Nein, die uns unter 5 Sterne geben. Die sollen nächstes Jahr zum Nikolaus einen Lind-Nikolaus kriegen und danach sollen sie einen Lindenschiss kriegen und kein Klopapier haben. Ein Lindenschiss. Ja, aber jetzt, das darf nicht, wir machen mal Weihnachtsshow, ist schon wieder so viel Negativität dabei, wir müssen doch der Freude versprühen. Corby, isst du sonst noch irgendwas? Isst du sonst noch irgendwas oder gehen wir mit dem Kani weiter, mit der Fresserei? Ich esse grundsätzlich viel, aber nichts, was jetzt mit Weihnachten zum Tun hat, ne? Okay. Kani? Meine geilen Plätze, die am lieben mag, habe ich schon gesagt. Ja. Meine Putarella daheim, die macht noch irgendwelche, da weiß ich, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, aber da ist Marzipan drin. Oh. Ja, da wird halt auch jeden Tag zusammengeschissen, warum die so unglaublich, also da sinken die Zahlen ungefähr so, wie die Corona-Zahlen gerade steigen bei meinen Platzal mit den Marzipan-Dinger. Das ist immer sehr zum Leidwesen von ihr, weil es wahrscheinlich nicht bis Weihnachten herhalten werden. So muss das sein. Ja, so muss das sein. Und das Allergeilste ist ja sowieso, also wer sich an Weihnachten kein Raclette nicht macht, da weiß ich eh nicht, lebt es überhaupt? Ich wollte jetzt nämlich gerade fragen, hat es zwar auch der wo es Schweinswürstel mit Kraut gibt, oder hat's ja, weil ich nicht am Volksfest bin. Ich bin am Weihnachten doch da. Am Volksfest kann ich Schweinswürstel fressen, damit der Maß mehr saufen kann von lauter fette Würstel. Aber an Weihnachten gehört doch irgendwas Geiles her. Fondue, Raclette, was weiß ich, Mac-Menü oder so. Aber irgendwas Geiles oder nicht so scheiß Weißwürstel. Du bist wie mein Bruder. Mein Bruder hat beim Papa auch schon mal zusammengeschissen, was ihm einfällt, warum er nichts Außergewöhnliches kocht. Nur weil ich mal Schnitzel gewünscht habe. Aber ey, zu Weihnachten so viel Schnitzel, bis du speibst, das ist voll geil. Schnitzel kannst immer essen. Immer. Ja, schon. Keine Mietschmerzen, bin Veganer. So ja, genau. Mhm. Hast du beim Lach-Yoga gelernt, oder? Hau ab mit dem Scheiß jetzt. Na, sonst, also ich leg da nicht so ganz so viel Wert drauf, dadurch, dass meine Eltern geschieden sind und die von meiner Frau 4 Weihnachten feiern, gibt's du Glücklicher. Ja, das bringt mich dann sogar zu meinem Filmtipp schon her. Das ist ja Wahnsinn. Also so traurig dein Leben wirklich ist oder scheint zu sein. Lass mich raten, jetzt Kind, stirb langsam. Na, falsch. Du musst dann Schnaps trinken. Na, aber die Konstellation von einem von meinen Filmtipps ist genauso wie bei dir. Okay. Ja, dann fangen wir wo. Also soll ich ihn gleich machen, oder was? Ja, ich glaube, meine Familien wollen jetzt nicht, dass ich das verzeihe. Okay. Aus dem Wacken am Ende hört er da und wohnen wahrscheinlich wieder. Ausgehört, was er gesagt hat. Der Arme, alle sind geschieden, keiner mag sie, das gibt's ja nicht. Und seine Frau haut über die guten Plätze aus der Hand, weil sie nicht brauchen kann. Hey, das habe ich nicht gesagt. Ja, aber durch die Blume, das habe ich zwischen die Zeilen gelesen. Nein, es ist nicht das gleiche wie bei meiner Oma. Obacht. Ich rede über ich bringe mich jetzt ja in Weihnachtsstimmung, oder seit 2008 bringe ich mich in Weihnachtsstimmung, also wir schauen schon 12 Jahre, oder 12 Mal habe ich ihn schon gesehen mittlerweile, mit dem unsäglichen deutschen Titel Mein Schatz, unsere Familie und ich. Der hat den Originaltitel Four Christmases. Mit der bezaubernden Reese Witherspoon und dem unglaublich großen Vince Vaughn. Und in einer supergeilen Rolle auch der Jon Favreau, den wir alle ganz herzlich lieben. Ja, und bei dem Film ist es so, dass das Paar Brad und Kate jetzt ja Reis ausnehmen von ihren Familien an Weihnachten und verziehen sie in irgendeinen warmen Ort und fliegen in Urlaub. Und ja, gerade in dem Jahr ist es so, dass ein Blizzard kommt und es werden alle Flüge gestrichen.
Und sie werden gerade zufälligerweise an dem Flughafen dann interviewt, wo sie jetzt eigentlich an Weihnachten den dann machen und sie live im Fernsehen übertragen werden. Jetzt wissen ja die Familien quasi, dass sie nicht fort können oder immer noch im Land sind. Dann müssen sie quasi eine Odyssee auf sich nehmen und müssen eben auch wie bei dir, Corby, es sind alle geschieden und alles so ein Haufen durcheinander und sie müssen dann 4-mal Weihnachten feiern. Und die Familienverhältnisse kannten oftmals nicht unterschiedliche sein, von total asozial bis die alte Mutter fegelt mit dem besten Freund vom Burm und lauter so Geschichten. Also es ist ein Heidenspaß für fast die ganze Familie und ich habe immer brutal viel Spaß bei dem Film. Kennst du den? Na, den kenne ich tatsächlich nicht, aber es hat sich viel nach Corby angehört, das stimmt. Hey, du meinst bei so Ausschau wie Vor allem- Twins One? Nein. Nein, bei dem Part mit asozial war ich bei dir. Oh Gott. Alle Leute, die beim Corby ein bisschen oder schon mal ein Foto gesehen haben, die wissen, glaube ich, dass er nicht asozial ist, der wunderhübsche Kerl. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema für Beitel herrichten. Aber ich kann euch den Film auf alle Fälle nur empfehlen. Also, der wird zwar gelistet unter Drama und Komödie, dauert 1,5 Stunden, aber wie gesagt, Drama sehe ich da nicht vor. Also, ich habe eigentlich nur immer brutal viel Spaß bei dem kurzweiligen Spielchen da. Also er klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin ja immer so zur Weihnachtszeit der Typ, der sich entweder ein Drama anschaut oder mein Weihnachtsfilm-Highlight, und ich kann halt einen Weihnachtsfilm leider immer nur zu Weihnachten gucken, und zwar Schöne Bescherung. Kennst du den? Ja, natürlich. Ja, Das ja, Scheißhaus war voll, kennt man. randvoll. Das ist so geil, wenn der Eddie da steht. Ja, das Scheißhaus entleert. Und dann voll Weihnachten, das Scheißhaus war voll. Weltklasse. Ich mir fast behaupten, dass Ich habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, das mit Kevin der Weihnachtsfilm ist unter die Komödien, absolut. Ich habe den schon als Kind irgendwie jedes Jahr immer wieder gesehen, und ich meine, als Kind verstehst du nicht alle Späße, die da drin vorkommen, aber ich habe mir jetzt auch neulich tatsächlich auf Prime, weil er leider nicht drauf war, dann gekauft. Die 4 Euro war es mal wert, und ich muss sagen, der Chevy Chase ist einfach so geil, und insgesamt diese ganze Konstellation, das ist so super. Irgendwie 3 oder 4 Generationen auf einen Haufen. Eigentlich mag keiner so richtig mitmachen, aber mein Gott, das ist halt so, es ist Weihnachten. Ja, und der Chevy Chase, der Vater, tyrannisiert ja alle mit seiner Weihnachtsstimmung im Endeffekt. Alle haben sie irgendwie schlecht drauf oder die irgendnicht beim Fight irgendwas, und er muss mit aller Gewalt die Weihnachtsstimmung durchziehen. Und ja, und das Haus an sich, wie das schmückt, ist ja Kult. Also jeder, der wo irgendwo an einem Haus vorbeifährt und hat einen Haufen Lichter drauf, der denkt sofort an die Hitten vom Clark Griswold. Natürlich, mit 25.000 Birnen. Genau. Und das erste Mal, wenn er es ansteckt und nichts geht an, sein Vater zu ihm hingeht und sagt, ach, weißt du was, das habe ich früher auch mal gehabt. Da ist bestimmt eine Birne locker. Überprüf sie doch einfach mal. Clark hat sich doch solche Mühe gegeben, und sein Schwiegervater sagt, das tun Waschmaschinen auch. Das sage ich mir jetzt mal ab, das ist so geil. Dieses Mal ist mir nur viel besser aufgefallen, dass der Bur von ihm, also der Schauspieler, ist Leonard von Big Bang Theory. Genau, der Johnny Galecki, genau. Stimmt. Ja. Und man auch die Juliette Lewis, die wo man aus From Dusk Till Dawn kennt, oder Natural Born Killers, die ist auch dabei, das ist die Schwester. Ja, die macht es natürlich auch umso kultiger. Auf jeden Fall. Na, voll geil. Muss der laufen. Das Beste ist einfach auch der Hund, der da noch mit drin vorkommt. Der Rotzi. Wenn du in ihren Bauch streichelst, dann liebt er dich bis an dein Lebensende. Geil. Ja, ganz stark. Wer den nicht kennt, unbedingt anschauen. Ich muss mir auch wieder mal anschauen. Ich stehe gerade fest, der ist bei mir zu lang her. Aber ich verbringe meine Weihnachten anscheinend nur immer mit Weihnachtshorrorfilme. Genau, und wie schaut's dann bei dir aus? Du wirst jetzt gleich einen Weihnachtshorrorfilm raushauen, oder? Weil ich glaube, was für einen bei dir? Ja, Logo. Ja, das weißt du wahrscheinlich eh schon, weil der bei mir jedes Jahr läuft und teilweise zweimal läuft, weil das für mich der beste Weihnachtshorrorfilm aller Zeiten ist. Und zwar das Black Christmas Remake von 2006, meine ich. Ja. Unglaublich. Ich war jetzt erst am Wochenende, war da wieder drinnen, und ich feiere das Ding so viel. Es gibt keinen geilen Weihnachtshorrorfilm als das Teil. Die Plätzerl, die der macht, die kannten wahrscheinlich die Lieblingsplätzerl von uns 2 vom Thron stoßen. Das ganze Setting, das ist einfach so cool, das Ding.
unglaublich. Der Black Christmas von 2006, der kann für mich nicht mehr das Original mithalten. Danach noch vielleicht Silent Night, Deadly Night und Pirule Fu, Silent Night, leise rieselt das Blut. Die 3 sind für mich die absoluten Weihnachts-Horrorfilm-Highlights. Ja, schließe mich an. Wo es auch noch bei Weihnachtsstimmung gut aufkommt, ist bei The Thing. Ja, den schaust du immer an, ja, gell? genau. Das muss ich jetzt heuer mal noch machen. Ja, das ist dann mal so richtig, wenn die Weihnachtsstimmung so am Überkochen ist und da haust du The Thing rein, das dämpft dann ein bisschen. Ah, so. Welche Version? Ja, das ist eine Frage. Die Carpenter natürlich. Unglaublich, Corby. Was ist mit dir? Ich kenne tatsächlich nur, Wie viel Wein hast du schon wieder? tatsächlich nur das letzte Remake. Das ist kein Remake. Das ist ein Prequel. Das ist ein Prequel. Wenn du John Carpenters The Thing schon mal gesehen hast und schaust dir dann den von, ich glaube 2016 an, dann gespannt, dass das ein Prequel ist. Das ist quasi, so wie der ausgeht, fängt der Carpenter-Film an. What? Okay, das ist ja voll Bei uns ist gerade eine Stelle frei geworden. Also für unsere Hörer, bei uns ist gerade eine Stelle frei geworden. Wir brauchen mal jemanden, einen Dritten, der wieder mitmachen Wobei, mag. was sagen wir's? Warum? Was hast du gegen einen Mike? Was? Nein, aber jetzt, ich muss jetzt dazu sagen, Corby, du bist einer von den Leuten, die wo jetzt in der glücklichen Fügung sind, dass du kannst jetzt quasi, du weißt jetzt die Vorgeschichte und dann funktioniert jetzt der Carpenter-Film für die wieder wie die Fortsetzung. Also unbedingt das Teil anschauen, weil der funktioniert jetzt für die komplett anders, als wie die Leute, die wo zuerst den Carpenter-Film gesehen haben und dann das Prequel. Herzlichen Glückwunsch. Also ihr glaubt mir das wahrscheinlich, Dankeschön, ihr glaubt mir das wahrscheinlich ja nicht, aber der ist ja schon lang auf meiner Watchlist. Nur, ich denke mir halt dann immer, ja okay, eigentlich ist ja die gleiche Story und die kennt es ja dann schon. Dann finde ich es aber echt als Arschloch-Move, wenn dann der letzte auch einfach nur The Thing heißt, wenn es dann ein Prequel ist. Das ist momentan bei ein paar Filmen ein wenig ein Problem, weil eben auch der Halloween von 2018 hast du auch nur Halloween, wo ich sagen muss, okay, dann haut du irgendeinen so einen Dreckstitelzusatz dazu, weil sonst musst du jetzt mal, wenn du dich mit einem Kumpel unterhältst, sage ich, hey, das ist der Halloween 2018. Weil sonst hast du wieder, was für einer, du Vogel, der Age 20 oder der 6. oder der 2. oder was weiß ich. Ja, das ist... Du meinst dann Untertitel wie Halloween, jetzt erst recht. Ja, so zum Beispiel. Stirb an einem anderen Tag oder so. Ja, und Stirb langsam ist bei keinem von euch auf der Liste. Habe ich, glaube ich, das letzte Mal gesehen vor 12 Jahren. Kann das sein? Also ich habe jetzt ein bisschen zurückgerechnet, weil bei Fairlight ist ja der Weihnachtsfilm, aber allgemein, der Film ist bei mir schon ewig her, muss ich sagen. Ich müsste den absolut wieder mal rewatchen. Ich habe ihn im Sommer, glaube ich, haben wir mal angeschaut. Das ist ein Sakrileg. Das ist ein Weihnachtsfilm. Da ist scheiß Schnauzer. Da habe ich sowieso keine Zeit an Weihnachten, weil wie gesagt, da muss ich meine 3 Hammen durchhauen und dann in der Regel möchte ich mir noch gerne immer Gremlins anschauen. Und Putarella daheim, die mag ich wie irgendeinen kitschigen Zeug noch mit anschauen, da wischt's mir halt dann auch in dem lang einmal, dass ich das, da kann ich mir dann Stirb langsam nicht noch mit einbauen, der läuft irgendwann anders, wenn ich mal Bock drauf habe, aber der hat für mich jetzt nicht so den Weihnachtscharakter, den ich da so unbedingt laufen muss. Okay. Boah, mit Gremlins habe ich voll das Trauma. Ich habe den letztes Jahr tatsächlich zum allerersten Mal ganz gesehen und als Kind immer nur Ausschnitte, aber immer nur von der zweiten Hälfte. Und wenn du halt dann... Vom ersten jetzt oder vom zweiten? Vom ersten. Aber halt auch echt immer da, wo es halt dann total eskaliert. Und ich habe so viel Schiss gehabt als Kind vor diesen Viechern. Keine Ahnung, ich hab mir ja ganz oft eingebildet, weil das so echt ausgeschaut hat, die Viecher gibt's einfach wirklich. Und deswegen habe ich immer tierische Angst vor Gremlins gehabt. Aber ja, letztes Jahr habe ich mir gedacht, ach, den sollst du vielleicht einfach mal auffrischen, anschauen, das ist bestimmt gar nicht so schlimm. Ich habe mir dann gedacht, okay, ja, Kinderfilm ist auf jeden Fall nicht. Na, nicht unbedingt. Aber ja, ist ganz amüsant, sagen wir es mal so. Ja, mir macht der immer nur Spaß und der weckt halt auch so ein bisschen so Kindheitserinnerungen, weil ich hab den auch als Kind gesehen und ich musste immer bei der Stelle mit dem Lift, wenn die Alte so geil aus dem Fenster rausschießt und dann steckt mit dem Kopf im Schnee drinnen und da weiß ich halt immer nur, dass meine Mama auf der Couch damals gesessen ist und die hat's geworfen wie nichts Zweites. Und das war halt dann einmal so zur Weihnachtszeit rum und deswegen kommt er bei mir einmal in die Weihnachtszeit mit rein. Und da denke ich dann auch immer bei Mom, wie es das Rindviech wie zerrissen hat ohne Ende wegen dem Scheißdreck, weil die Alte aus dem Fenster geschossen wird. Ja, ich hätte sogar noch einen. Ich weiß nicht, habt ihr es noch mehrere dann oder ich hätte nämlich nur einen ganz starken. Darf ich den raushauen? Immer her damit, Michael. Okay. Immer her damit. Und zwar haben wir wieder einen Film, wo der
der Titel ein wenig seltsam ist, der heißt im Original Planes, Trains and Automobiles. In Deutschland heißt er Ein Ticket für zwei und ist von 1987. Kennt ihr nicht von euch? Nö. Neu. Okay, ich scheiße ein kleines bisschen. Das ist ein Thanksgiving-Film. Aber der Film, wenn's du anschaust, er versprüht trotz allem Weihnachtsstimmung. Also, also wenn man sich den anschaut, man kann das ganz leicht verwechseln mit einem Weihnachtsfilm. Und der läuft bei uns jetzt ja. Und der Film ist wie heißt der, John Hughes. Der hat Filme gemacht wie allein mit Onkel Buck. Ferris macht blau, Kultfilm. Ja. Und Lisa, der helle Wahnsinn zum Beispiel, oder der Breakfast Club oder sowas. Also der war in die 80er war der ganz brutal unterwegs. Don't you forget about me. Oh. Auf jeden Fall spielt bei dem Teil der John Candy mit, ein ganz großer zu der Zeit. An einem Komiker, ja. Und der Steve Martin. Die zwei bilden ein sehr ungleiches Duo. Die zwei wollen eigentlich nur an Weihnachten heim. Und wie es der amerikanische oder der englische Titel schon sagt, sie versuchen es bei Flugzeug, beim Zug und mit dem Auto und irgendwie kommen irgendwie nie heim. Also wenn sie fliegen mit dem Flugzeug, dann können sie nicht starten, weil ein Sturm ist. Mit dem Zug können sie nicht weiterfahren, weil die Gleise vereist sind. Mit dem Auto können sie nicht weiterfahren, weil das dann, okay, das verzeih ich jetzt nicht, weil da lacht sich dann tot, wenn das passiert mit dem Auto. Also es passiert immer irgendein Scheiß. Und die zwei kannten sie ja nicht unterschiedlicher sein. Also der John Candy ist ja total, ja, er kennt's nicht, dass er wegen Assi ist. Er kennt's nicht. Er ist einfach immer drüber und laut und eigentlich ein totaler Teddybär, aber der Steve Martin hat einen riesigen Stock im Arsch und ist ein totaler Krantler und ist eigentlich nur am Rummosern die ganze Zeit. Und die zwei, die haben halt so unterschiedlich, dass der Roadtrip, den was da machen, absolute Gag-Granate ist. Also ich kann mich totlachen. Ich liege jetzt mal wieder bei bestimmten Gags auf der Couch und hab Tränen in die Augen vor Lachen. Also ich kann den auch wirklich jedem nur empfehlen. Habt keiner von euch gesehen, oder was? Nein, ich weiß nicht, warum ich keine Komödien anschaue an Weihnachten. Ich bin eigentlich immer gut drauf und mag was Lustiges singen. Ja, mal davon abgesehen an Weihnachten. Ich hab den in den 90er schon als Kind gesehen. Da ist ja Pro7 Kabel 1 ist der die ganze Zeit gelaufen. Ja, da ist bei mir dann auch wieder Kevin gelaufen. Okay. Es ist ja in dem Film apropos Laufen, der Kevin Bacon hat noch einen kleinen Gastauftritt zum Beispiel, der ist auch sehr spaßig. Und jetzt pass auf, wen haben wir noch? Na, nix mehr. Den schneiden wir dann einfach raus. Also Kevin Bacon hat auch einen Gastauftritt, einen sehr amüsanten. Und ja, ich empfehle euch den Film. Haut's euch rein. Er ist wirklich wunderbar. Klingt wieder leichtfertig einen Scheißdreck verzeiht, Corby, damit du mir da Schnittarbeit hast. Das macht nichts. Ich bin gerade so voller Freude und Weihnachtsstimmung und Weihnachtswein. Und Wein. Können wir ruhig noch bei. Jetzt betone ich nicht immer, dass ich so viel Wein trinke. Ja, weil du gesucht ans Loch bist. Also, vielleicht für unsere Hörer, wir haben ausgemacht, wir machen eine Weihnachtsfolge, wo mindestens 2 total betrunken sind. Es hat keiner widersprochen. Aber wir haben halt nicht ausgemacht, wer trinkt. Ja, eigentlich haben wir wie so gemeint, so, haha, ja, betrunken, haha. Und der Wein macht das wirklich. Ja, dann, ich zieh die Stimmung jetzt mal ein bisschen runter. Was ist mit dir? Als Vorbereitung für diese wunderbare Folge habe ich mir gedacht, hey, ein Film, den ich ja eigentlich komischerweise immer zu Weihnachten gesehen habe, war Forrest Gump. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Schauen wir jetzt einfach mal wieder an. Und ich muss sagen, je älter man wird, umso schlimmer ist der Film. Also, weil er einem emotional einfach nur noch fertig macht. Meiner Meinung nach. Und da habe ich nichts drunter gehabt. Oh Wunder, oh Wunder. Also, ich meine, es ist natürlich sehr viel Märchenhaftes drin, aber ich muss schon sagen, also was der Figur halt alles passiert und wie der Film ausgeht und wie er dieser spielt, Wahnsinn. Ja, und danach war ich so gecatcht von der schauspielerischen Leistung vom Tom Hanks, dass mir eingefallen ist, es gibt nur so einen Tom Hanks-Film, der spielt sogar zu Weihnachten, zumindest am Anfang, den ich auch sehr mag, der mich nicht ganz so fertig macht, aber auf den ich einfach auch Bock gehabt habe, und das war Castaway. Also, wie man jetzt ein Castaway angeschaut, ich sag nur, Wilson! Ja, war auch schon schlimm. Und dann kam die Krönung,
dann, ihr werdet es bestimmt wissen, kam Terminal. Jetzt kommst du sagst Terminator. Ja, genau. Na, also Terminal war von den dreien wirklich der Schwächste, aber ich meine, Findest? ja, also vom Der ist so emotionalen her. herzerwärmend. Der ist so herzerwärmend. Der ist herzerwärmend, ja. Und es gibt aber einen Faktor, der mich wahnsinnig an dem Film stört, und das ist dieser romantische Anteil, der da mit drin ist, wo ich finde, der passt einfach null rein mit der Stewardess. Ich weiß schon, das beruht irgendwo ein bisschen so auf wahren Begebenheiten, und ob das wirklich alles passiert ist, keine Ahnung. So genau habe ich da nicht mehr recherchiert. Also Reihenfolge wäre bei mir Platz 1 Forrest Gump, Platz 2 Castaway, einfach weil die ganze Story krass finde und auch die schauspielerische Leistung Wahnsinn, und dann Platz 3 Terminal. Aber Ich hätte jetzt eher gemeint, dass du so der schlaflose Seattle-Typ bist. ich? Ja, Logo, du. Na, ich bin eigentlich so mehr der Goodfellas und Casino-Typ, aber das besprechen wir jetzt gerade nicht. Die haben auch nicht so viel Weihnachtsstimmung, wenn da ständig gleich in den Kopf geschossen wird. Nein, nicht wirklich. Von hinten. Ja, genau. Oh Gott, oh Gott. Und was gehört aber, man braucht ja immer so ein kleines Mammutprojekt, das man filmisch angreifen muss. Und das muss dann auch schon pünktlich zum ersten Advent starten. Das haben wir jetzt wieder gestartet, und das ist der Harry Potter Marathon. Der läuft auch fast jedes Jahr durch. Und ich weiß eigentlich gar nicht warum. Der ist gar nicht so weihnachtlich, aber die kurzen Passagen, wenn es dann Weihnachten feiern, das versprüht immer so viel Weihnachtsstimmung, dass ich sage, gibt fast nichts Geileres an Fantasy-Filme als Harry Potter. Ja, weil es so märchenhaft sind, und die saugt dir dann einfach in die Weihnachtsstimmung mit rein. Und der Soundtrack vom, ich glaube, John Williams, meine ich, ist, oder? Vom Harry Potter. Das ist einfach märchenhaft, was der treibt. Aber jetzt muss ich nämlich schnell googeln, nicht, dass ich jetzt wieder einen Scheißtrick erzählen, da müsst ihr wieder drüber. Du, das sind unsere Leute schon gewohnt. Der Mike hat was gesagt, erstmal nicht glauben. Okay. Ja, und das glauben wir jetzt nicht. Gefährliches Wenn ich Halbwissen. offen bin, google ich schnell selber. Ich sehe mal bei jeder Ding dazu sagen, gefährliches Halbwissen am Start. Ja, genau, aber wie gesagt, langsam sollten sie es wissen, die Leute. Passt, John Williams. 100 Punkte. Hey. Bam! Und wenn man wirklich richtig, richtig geil ist und voll Gas horzt, weil man halt ein arbeitsloser Assi ist vielleicht, dann haut man sich doch auch noch einen Herr der Ringe-Marathon zur Weihnachtszeit rein. Aber ich sag jetzt nur Herr der Ringe-Marathon, weil ein Hobbit, den halte ich noch ein bisschen außen vor, weil da bin ich nicht so 100% überzeugt von der Trilogie. Aber die Herr der Ringe-Trilogie selber ist für mich auch so ein Ding, das ich immer gern oder halt allgemein in der Winterzeit dann anschaue, aber am passendsten zur Weihnachtszeit. Aber dann auch in der Special Edition natürlich. Ich glaube, die Kinofassungen habe ich wirklich nur im Kino selber gesehen und seitdem nichts anderes mehr. Doch auf VHS. Das kann sein, weil den ersten Teil habe ich sogar noch auf VHS gehabt. Ja. Aber genauso ist es auch bei die Harry Potter Teile. Ich habe nämlich, glaube ich, erst ab dem 5. Teil die Filme im Kino gesehen und die ersten daheim. Und ich habe den ersten und den zweiten, die waren ja eine Zeit lang zensiert und nur in der Kinofassung bei uns, und die habe ich dann erst in dieser Ultimate Edition, wo es alle dann auch noch mal eine Viertelstunde, 20 Minuten länger waren, glaube ich, zumindest der erste und zweite auf alle Fälle. Da habe ich die dann das erste Mal gesehen. Und jetzt, wenn wir das da schauen, sagt man dann mit Freunden, ja, das war damals nicht dabei und hier war nicht dabei. Und ich denke, ja, ich weiß nicht, von was das da redest, weil ich kenne nur das, was ich jetzt gerade sehe. Lass mich bitte in Ruhe. Vielleicht, dass man auch noch mal abseits von die Filme und Platzahl auch noch über, nein, es geht jetzt nicht um Alkohol, sondern über Musik reden. Hab ich was da? Echt? Ja, ich fange aber jetzt an. Das ist mir scheißegal, ich hab gesagt, ich hab was da. Scheißegal. Nein, aber der war Aufstreich. Ja gut, dann fang du. Nein, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt muss ich erst bocken. Aha, okay. Also, es gibt ein Weihnachtsalbum, das ist eines meiner allerersten CDs, und die habe ich mal gekauft, weil ich ein riesiger, jetzt da kann ich wirklich Schlümpfe-Fan bin. Augen vor dran, Toten Hosen-Fan bin. Gott, hasse die. Und zwar, wir warten aufs Christkind von die Roten Rosen, und das ist 1998 erschienen, und also spätestens ab Mitte November wird es bei mir rauf und runter gehört. Das ist für mich Weihnachten. So immer wieder rockig irgendwelche alten Weihnachtslieder fabriziert, wo man eigentlich mehr dazu headbangen kann, als wirklich ruhig vorm Christbaum stehe und mitsingen. Das ist einfach super. Ich liebe dieses Album. Das ist so stimmig, und ich finde auch nach über 20 Jahren kann man das Album genauso hören, und
es ist tatsächlich und das ist meine Lieblingsband. Es ist von allen Alben, die jemals produziert haben, sehr, sehr, sehr weit oben. Sauber. Oh, Entschuldigung, jetzt komm. Ich respektiere deine Meinung. Danke, Mike. Wenn ich ihn schon nicht respektiere, wie soll ich dann seine Meinung respektieren? Kani, jetzt haus aus, was ist bei dir los? Ja, Musikmäßig. also, albumtechnisch gibt's 3 Alben, die man unbedingt an Weihnachten hören muss. Das sind einmal Bloodsucking Zombies mit ihren Unholy Christmas und dann Austrian Death Machine mit A Very Brutal Christmas und Jingle All the Way. Und mit Jingle All the Way, wie heißt's? I'm Not a Pervert, heißt das Little, oder? Ja. Das ist für mich das. Oder, ich weiß nicht, ob es Little so heißt, aber das ist das Turboman Little, gell? Nein, das ist, es gibt da nur extra Turboman Little. Also ich glaube, die sind beide. Jetzt pass auf, jetzt muss ich mal spicken. Sonst erzähl ich eins Scheißer. Ja, man muss unbedingt hören, aber man weiß eigentlich überhaupt nicht, von was man redet. Ja, das ist der Klassiker. Nein, also genau, es ist so eine kleine Single mit Jingle All the Way und da ist das Little I'm Not a Perfect drauf und It's Turbo Time. Die 2 Little sind zum Schwarzenegger-Film. Versprochen ist versprochen und das I'm Not a Perfect ist eines der besten Prügel-Little, die es auf der ganzen Welt gibt. Das läuft an Weihnachten auch ultimativ oft im Auto, weil du das in der Früh, wenn du aufstehst und du miert bist und nicht in Weihnachtsstimmung, dann bist du danach wach und in Weihnachtsstimmung. Also das haut alles, das ist der Wahnsinn. Das prügelt da einen Schmolz aus die Waschel aus, das schafft sonst keiner. Das sind meine absoluten Weihnachtsmusik-Highlights. Sauber. Yeah. Und bei die Bloodsucking Zombies from Outer Space auf ihren Bloody Unholy Christmas ist ja für mich eines der besten Cover, die bis jetzt mal gemacht worden sind, und zwar von Queen, Don't Stop Me Now haben sie da gecovert. Und das ist auch so eine geile Version von einer, die läuft auch sehr oft bei mir. Die her ist sogar fast lieber als das Original. Respekt. Hui, Seh. der arme Freddy. Den juckt's, glaube ich, nicht mehr stark. Also ich will jetzt eigentlich nur, also CD-mäßig, also direkt die CDs mit Weihnachtsliedl habe ich jetzt nicht, aber wo ich immer ganz gern her, das ist von Band Aid 1984 das Lied Do They Know It's Christmas. Da haben damals der George Michael, der Boy George, der Paul Young, die Leute von U2, Bono und so weiter und so fort, oder der Ding sitzt am Schlagzeug, der Sox, Genesis, Phil Collins sitzt am Schlagzeug. Das ist für mich ein ganz starkes Weihnachtslied. Und natürlich bin ich immer ganz heiß, wenn man mir auf Facebook folgt. Ich lieb von Wham natürlich Last Christmas. Das, wenn ich das erste Mal her dann so, wenn die Weihnachtszeit am Anklingen ist, da wird bei mir die Hose eng. Das finde ich super. Oh Gott. Also Mike, ich respektiere auch deine Meinung, aber Nur zum gewissen Grad, oder? das grenzt teilweise schon Körperverletzung so oft. Nein, das ist, in der Zeit geht das. In der Zeit ist das super. Ich freue mich jetzt, wenn ich es her. Ganz ehrlich. Okay, gut. Wird wieder Platz frei bei uns? Ihr merkt ja, die Musik oder die musikalischen Meinungen gehen noch weiter auseinander als die filmischen. Wenn es nur Scheiße jetzt ist werfen. Was? Scheiße. Hallo, die haben das ganze Album zusammen mit dem Gerhard Polt und mit Biermöselblasen aufgeführt. Also, noch geiler geht es gar nicht. Entschuldigung. Der Polt, Weltklasse. Ja, Polt Du hast mit der Scheißbürsten ausgehauen. Genau, du, wie hat er gesagt, du Schorstbloder, du gesagt, Du Brutzkachel, du Ochsarte. Longline. Ja, genau. Ja, okay, mit dem haben sie einen kleinen Steuermittel bei mir. Na, also, gut. Dann gibt's sonst noch irgendwelche Weihnachtsrituale oder irgendwelche Dekorationen, keine Ahnung, irgendwas, worüber wir noch reden wollen. Sagt irgendeiner von euch ein Gedicht auf? Müssen die uns googeln. ich gehe ja auch die IAA zusammen mit der Julia, oder? Aber es war von Bulli-Parade. Ich weiß nicht, ob ihr das ja nicht mehr darf oder ob das urheberrechtlich geschützt ist. Wahrscheinlich. Oh ja, doch, da ruft der Bulli bestimmt bei uns an. Der ist bestimmt einer von unseren 14 Hörern. Ja, oder es wird ihm zugetragen. Aber hallo. Ja, was auf alle Fälle, also was bei mir jetzt, glaube ich, jetzt, pass auf, lass mich mal kurz rechnen. Oh Gott, Schlaganfall. Seit 6 Jahren kaufen wir jedes Jahr ein neuer Ugly Christmas Sweater. Die brauchst du einfach jedes Jahr, das Ding. Und man kann ja nicht immer den gleichen anziehen, man muss ja immer rausstechen aus der Meute. Und deswegen gibt's bei mir jährlich ein neuer und heuer sogar einen richtig geilen. Ich werde es wahrscheinlich später mal noch auf Instagram posten. Einen geilen von die Gremlins. Endlich habe ich einen gefunden. Zwar nicht den ich schon immer wollte, weil den gibt's nirgends mehr außer für teuer Geld. Aber es ist ein neuer rausgekommen heuer und schön gestrickt, schön dick und hochwertig. Den werde ich nur zum Besten geben, Leute. Da bin ich gespannt. Den brauchst du unbedingt jedes Jahr ein neuer. Schön. Ja, du musst auf jeden Fall dann ein Bild posten, weil wir sehen uns ja nicht zu Weihnachten.
Das sowieso, das schicke ich dir eh noch, wenn ich dann festschätzung bin. Da richte ich mich jetzt zusammen, tue ich mich campen, tue ich mir einen Bord ein bisschen herrichten, mache ich mir die Fingernägel sauber und dann schicke ich dir ein Beitel. Vom ganzen Bulldog-Schraufer schmolz zwischen die Fingernägel, oder? Ja, eher vom Nosenborn. Und lass mich raten, du hast nur den ugly Sweater an. Ja, wir haben ja doch das ausgemacht, dass ich dir keine Beitel mehr mit Hosen schicke. Ach so, stimmt, ja, doch. Ganz dunkel war da irgendwas in meinen Albträumen. Ja, genau. Nein, denke ich schon dran, das ist überhaupt kein Thema nicht. Okay. Ja, und schöne Christmas, Weihnachten. Warum sage ich eigentlich Christmas statt Weihnachten heute? Was habe ich denn wieder für einen Anglizismen-Schlaganfall heute? Weihnachtsdeko, da habe ich eine coole Universal Monster Christbaumkugel vom Schrecken vom Amazonas habe ich mir gekauft. Der hängt jetzt im Christbaum drin, neben der Ariel-Weihnachtskugel von meiner Alben. Mei. Braucht mal Fotos, bitte. Ja, die kommen noch, aber ich muss noch schauen, dass es nicht sagt, dass ich es reingehängt habe. Ach so. Und hoffentlich dann auch nicht hört. Jetzt hängt der Scheißdreck auch schon im Christbaum drin. Ich hab dann gesagt, seine Frau, dass im Baum ist, normal hast du es in die Haare, aber das war auch nicht die richtige Antwort. Ist nicht lustig. Nein, ist nicht lustig. Ich hätte ein Gesicht sagen können, aber wir haben ja minderjährige Hörer auch. Echt? Ich glaube schon. Okay. Zumindest sind wir nicht ab 18, oder? Doch. Explizit. Ja, dann können wir doch Hammischmann sagen. Also, dann habe ich nicht gesagt, du hast es normal in die Haare, sondern immer im Gesicht. Du hast jetzt aber den Baum komplett. Ach ja, okay. Ja. Ich schicke dir Beitel, Korbi. Oh Gott. Okay. Da habe ich auch keine Hosen an. Mike, wie schaut's bei dir aus, so ritualmäßig? Machst du auch sowas? Na, ich gehe es eher besinnlich an. Besamlich. Nicht so besamlich wie bei mir. Bing, ich hätte die 1-Sterne-Bewertung gegeben. Ja, jetzt haut's fette 5 Sterne aus. Na, also so eigentlich nicht. Also, sowas nicht. Ja, aber was Normales? Du hast doch sicher irgendwelche Rituale, oder? Wie jeder andere. Normale. Ja, streiten praktisch an Weihnachten. Na, null. Ach so. Null. Na, alles gut. Alles cool. Das ist, wie man sich so vorstellt. Krass, okay. Also ich Ganz schön langweilig. hab ein Ritual ins Leben gerufen, weil ich auf sowas einfach stehe, und zwar 2 Stück. Einmal zwinge ich sämtliche Leute, die öfter was mit mir zum Tor haben, dass es einen Weihnachtspulli Donnerstag gibt. Das hat sich bei mir in der Arbeit zumindest jetzt mittlerweile so etabliert, dass das ein eigener Feiertag ist. Also der halt jeden Donnerstag im Dezember einfach dann kommt. Hat man da frei? Nein, hat man nicht frei. Man muss den Weihnachtspulli dann anziehen. Das praktiziere ich aber dann auch natürlich privat. Also das heißt, meine ganzen Freunde, die dann da sehe, und auch meine Frau müssen an dem Tag einen Weihnachtspulli tragen, sonst wäre die wütend. Ja. Der Weihnachtspulli. Ja, genau. Frau, wo ist der Weihnachtspulli? Platz! Bam! Genau. Nein, sowas mache ich natürlich nicht. Aber Weihnachtspulli Donnerstag ist trotzdem Weltklasse. Also für jeden, der einen Grund sucht, um sich einen Weihnachtspulli zu kaufen, sich aber nicht traut, diesen anzuziehen, sagt's einfach, naja, es ist Weihnachtspulli Donnerstag, das ist ein frei erfundener Feiertag, der wichtig ist, weil sonst wird Weihnachten nicht schön. Ja, und dann gibt's Das ist wie bei uns da im Dorf, da hat's Leute gegeben, die haben sich geschammt, dass sie sich unter der Woche, am Mittwoch über Gasmasten einsaufen, und dann haben sie einfach gesagt, hey, dann machen wir noch einen Gasmasten Mittwoch draus, und schon war's legitim, dass man sich 5 Gasmasten am Mittwoch auf Nacht einladen hat. Also du musst nur das drum mit dem Tag kombinieren und das so nennen, und schon ist es legitimiert, was du machst. Richtig, genau. Deswegen gibt's ja auch so viele Feiertage für Tiere und sowas. Einfach, dass man heute ist, weiß ich nicht, Welttag der Pinguine, damit man an dem Tag Pinguine essen kann. Glaube ich, zumindest, dass das dann da praktiziert wird. Das wird da praktiziert, das ist so, ja. Den riechst her wie ein Kickerl. Da steckst du da unten eine Dose Bier rein, wenn du auf den Grill aufstehst. Und ist ja weihnachtlich, weil das ist ja auch so ein Schneevogel. Das stimmt. Oh, Peter kommt dann wieder. Ja, ich glaube, die waren nach unserem letzten Podcast schon nicht amused. Ja. Aber es hilft nicht. Es gibt ein zweites Ritual, das ich aber leider dieses Jahr aufgrund von dem tollen Covid-19 ausfallen lassen darf. Und zwar mein Weihnachtsbrunch am 2. Weihnachtsfeiertag, der meistens dann in einem Saufgelage endet.
Ja, da habe ich nämlich immer meine ganzen Freunde dann eingeladen und dann hat's halt geheißen, so, wir feiern Weihnachten dann nochmal halt im Familienfreundeskreis. Ja, das wird's das Jahr nicht geben und deswegen muss ich mich da alleine betrinken. Das ist bitter, aber ich fühle mit dir, weil wir haben auch noch ein Ritual, und zwar am ersten Feiertag. Da kommen normal unsere ganzen Kumpels und Freunde, alle kommen, und wir machen dann ein großes Super Smash Brothers Turnier an dem Tag und trinken wir auch einen Glühwein dazu. Einen, nicht mehr, weil ich nicht so versoffen bin wie du. Aber das fällt leider auch aufgrund von der Hurenpandemie aus. Der redet da einfach so weiter. Ein Mensch sagt, dass er rot wird. Was möchtest du von mir? Also saufen tu ich am Weihnachten so gut wie nie. Also ich bin nur mehr am Fressen. Ja, das wissen wir ja mittlerweile, du Fettsack. Das ist ja Ich wollte es noch wieder dazu sagen. Denkst du, der Corby und ich, wir legen unsere Kalorien in Alkohol an. Ja, aber Alkohol hat auch brutal viel Kalorien. Ja, aber aber das ist auch so aufgeschwemmt ausschauen. Nein, weil wir über sauber speimen danach, dann geht's. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das hat, glaube ich, ab dem Moment so angefangen, wo so dieses Familiäre irgendwann einmal zerbricht. Also wenn deine Eltern sich halt dann wirklich trennen, und was willst du denn dann praktisch nach Weihnachten? Außer, Du möchtest jetzt wahrscheinlich, dass unsere Hörer ritzen, während sie so hören. Sagen wir es einmal so, also meine Leute sind auch geschieden, aber dann weißt du immer gar nicht, zu wem das zuerst fahren sollst. Also dann noch mit Frau und dann noch die Schwiegermutter und meine Mom und mein Pap und alles durcheinander. Also oftmals weißt du gar nicht, zu wem das zuerst fahren sollst, weil so viel los ist. ja, nein, ich habe gerade einfach nur laut gedacht, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass ich mit Weihnachten da irgendwie automatisch so Saufen in Verbindung bringe. Ist komisch. Das schleicht sich, ist manchmal ein schleichender Vorgang, glaube ich, weil bei uns war es so, dass man oft an Weihnachten, dann ist irgendwann die ganze Chose um 10 Uhr vorbei, und dann schreibt der Erste, hey, wie schaut's bei dir aus? Ich bin ein bisschen angestochen. Ja, ich war auch schon ein wenig angespitzt. Da wir uns noch zusammen, gehen wir noch fort. Ja, gut, machen wir. Und dann heißt es so, hey, das war doch voll das geile Festel, machen wir es am ersten Feiertag und am zweiten auch, und dann geht's so dahin und dann machst du es halt jetzt, ja. Dann ist Ostern. Dann ist Ostern, du weißt nicht, wo das letzte Vierteljahr gekommen ist. Und deine Freundin, teilweise Familie, keine Ahnung, aber es war eine geile Zeit, denke ich mal. 4 Monate später kommt jemand und sagt, das ist dein Kind. Ja, genau. Und dann sagst du, ja, ich habe einen Auslandstermin in Mexiko für immer. Ei. Ei, genau. Anderle. Und weg. Oh Gott. Und bei unserem Smash Bros. Festival war es auch so. Der erste, ja, was macht ihr am ersten Feiertag? Da ist bei uns nicht viel los. Ja, wir sind vielleicht noch beim Essen. Um 9 ist die ganze Gaudi schon wieder vorbei. Schaust vorbei und dann hockt der Erste da und dann schreibt der Nächste. Und ich glaube, das erste Mal, was wir gemacht haben, haben wir 8 Leute oder so auf einmal da gehabt. Und dann ist da auf einmal fettes Festel und haben wir Smash Bros. Turniere die ganze Nacht gezockt. Und ja, war cool. Und heuer leider nicht, wegen der ganzen Scheiße. Bin stinksauer jetzt halt schon wieder. Oh Mann. Super. Jetzt ist Ja. Aber jetzt sind wir jetzt nicht stinksauer, es ist Weihnachten. Machen wir das Beste draus, oder? Ja, wisst man fast. Gehen wir eh nicht aus. Mike, du bist der immer sagt, das Glas ist halb voll. Ja, aber ich bin jetzt schon ein wenig traurig. Scheiße, was machen wir denn da? Ja, ich würde sagen, dass wir zum Triple Threat kommen. Mike, gibt's bei dir an Weihnachten Titten? Das sag ich nicht. Ach so, entblößt du deine Trompeten? Sagst du es auch nicht? Das überfordert mich jetzt total. Also zu haben öffentlich nicht, ne? Okay. Aber tote Tiere wird's geben, oder du? Also in der Ja, Schweinesfeld. massig. Unglaublich. Peter ist ja nicht schon lästig nur auf uns. 0. Es reicht nicht nur, dass die tot sind, die werden sogar noch verspeist. Boah, lecker. Ja. Unfucking fassbar. Ja. Aber von mir, wie gesagt, nicht, weil ich bin vegan. Seit wann? Schon immer. Das ist wie mit dem, dass du sagst, ich trinke mehr Alkohol wie du. Das geht gar nicht. Das heißt erstens mal als du Das stimmt. und zweitens ist so. Und zweitens ist es so. Aber wir haben jetzt schon wieder so viel Scheißdreck geredet. Ich glaube, die Hälfte von den Leuten hat schon abgeschaltet, weil sie gesagt haben, jetzt das ist echt der letzte Sargnagel für den Mist-Podcast. Vielleicht sollten wir zum Ende kommen, weil der Mike auch schon traurig ist. Ja, lass Oder habt ihr noch irgendetwas, was unbedingt weihnachtlich loswerden wollt? Nein. Nein, ich wünsche einfach da draußen, Oli, macht das Beste draus, eine gute Zeit
Genau. Und haut's rein und wir sehen uns dann, oder wir hören uns heute abends lang. Macht's es gut, bis zum nächsten Mal. So darf ich auch sagen. Und ja, wie der Mike schon gesagt hat, macht das Beste draus. Es wird auch wieder mal anders werden. Muss. Wir stecken jetzt alle Hoffnung in 2021. Genau. Du bist unser Mann 2021. Du schaffst Ja, das. ich glaube, auf Holz. Ja, genau. Bester Mann auf dem Kalender. Irgendwie endet die Sendung gerade echt mit so einem ganz einem traurigen Unterton. Was passiert? Du spielst einfach da wegen einer Weihnachtsmusik im Hintergrund, dann ist das gleich viel fröhlicher. Genau. Oder wir singen euch noch was vor. Last Christmas I gave you my heart. Also, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Viva la Movilusion, der beste Podcast der Welt. Und wenn ihr uns noch irgendwas zu Weihnachten schenken wollt, dann haut uns eine positive iTunes-Rezension aus, schreibt uns ein paar Kommentare und teilt uns ein bisschen umeinander. Servus! Genau. Das, was der Mike sagt.